Jack. Jack? Jack? Es scheint, als macht dich die Kneipe in letzter Zeit müde. Das war nur ein Moment der Erschöpfung. Du hast einen Namen während dieses Moments der Erschöpfung genannt. Was für einen Namen? Du hast über eine Emily geredet. Wer ist Emily? Niemand. Ich hatte nur einen schlechten Traum. Apropos, hast du dich um das Mädchen gekümmert? Ja, sie schläft im Moment friedlich in meinem Zimmer. Vielleicht solltest du auch ins Bett gehen. Du schläfst ja schon im Stehen ein. Ich kann das Mädchen nicht einfach hier lassen und verschwinden. Reg dich ab. Ich nehme die Gelegenheit wahr und räume hier ein bisschen auf. Oh, außerdem solltest du mir erzählen, was ich mit deinem neuen Freund anfangen soll. Wem? Dem chinesischen Taxifahrer. Ah, John. Den hatte ich fast vergessen. Die Idee, dass er in der ganzen Stadt rumerzählen könnte, dass er ein kleines Mädchen am Hafen gefunden hat, gefällt mir nicht. Du könntest ihn nicht zufällig? Hier behalten? Ich weiß, das ist viel verlangt, Greta. Mach dir keine Sorgen. Ich behalte ihn hier, bis er aufwacht. Aber ich hab was gut bei dir. Sobald die Sache vorüber ist, lade ich dich in einen dieser Clubs auf der Upper East Side, die du so magst, zum Essen ein. Sicher. Na egal. Jetzt sieh zu, dass du verschwindest, bevor du mir wieder auf dem Tresen einschläfst. Gut. Können wir es vielleicht noch bezahlen? Gretas Taschentuch. Das wasche ich besser, bevor ich es zurückgebe. Mein Blut klebt noch dran. Aha, okay. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Gut, haben wir noch irgendwas drin? Ich glaube mal nicht. Dann werden wir... Geh. Aber wohin? Es sieht aus, als würde er tief schlafen. Ich wecke ihn lieber nicht auf. Er kann mir keine Schwierigkeiten machen, solange er schläft. Oder wollen wir telefonieren? Probieren wir mal. New York Vermittlung hier. Was kann ich für Sie tun? Wollen wir jemanden anrufen? Ich brauche... Wiederhören. Eigentlich nicht. Das ist Johns Taxi. Nein, ich will mich jetzt nur noch hinlegen und schlafen. Achso, wir wollen schlafen gehen. Dann gehen wir um zu unserem Apartment. Oh, wer ist denn das? Slowensky ist in seinem Portierverhau. Er steckt den ganzen Tag in diesem Loch. Reden wir mit dem? Guten Abend, Del Niro. Hallo, Slowensky. Ich nehme an, du hast gelesen meine Nachricht. Ja, danke für Ihre Großzügigkeit. Okay. Du weißt also, dass ich nicht spaße. Und ich habe gehört von deinen Schwierigkeiten heute Nacht. Muss gewesen sein, harte Nacht für dich. Wo haben Sie denn diese Information her? Ich weiß immer alles über meine Mieter. Ich weiß immer gerne Bescheid, was die Leute in meinen Apartments vorhaben. Klar, kein rein persönliches Interesse. Da bin ich sicher. Genau, Del Niro. Wenn du vermeiden willst unnötige Probleme, ich schlage vor, dass du bezahlst die Miete, die du mir schuldest. Ich würde nicht wollen, dass jemand ruft Polizei und er erzählt schlimme Dinge über dich und deine Gewohnheiten. Drohen Sie etwa? Ganz und gar nicht. Aber nur zur Sicherheit. Bezahl lieber, was du mir schuldest. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich nächste Woche zahle. Die Geschichte habe ich gehört schon so oft, Herr Niro. Ich will mein Geld. Und zwar jetzt. Verdammter russischer Halsabschneider. Können wir ihm ein bisschen Geld geben? Hier ist Ihr Geld. Okay, Del Niro.
So können wir wieder aufnehmen unsere fruchtbare Mieter-Vermieter-Beziehung. Behalten Sie das Geld und Ihre fruchtbare Beziehung. Nun, ich will doch nur zeigen meine Loyalität mit meinen Mietern. Ich habe gehört von deinen Problemen von einem Polizeiermittler. Einem Polizeiermittler? Da, einem gewissen Ballard. Er hat mich aufgeweckt mitten in der Nacht und mich ausgefragt über dich. Und als er gehört hat, dass du nicht hier bist, wollte er sehen deine Wohnung. Haben Sie ihn etwa reingelassen? Natürlich. Ich habe nicht vor, Probleme zu kriegen mit der Polizei, weil ich decke einen Mieter, der immer zu spät bezahlt. So wie du, Del Nero. Erzählen Sie mir von diesem Polizeiermittler. Was willst du wissen? Was war er für ein Typ? Er hat sich vorgestellt als Detective Ballard von State Police. Er war ziemlich groß, dunkle Hautfarbe, gut gekleidet, sprach etwas komisch, wirkte wie Ausländer. Was hat er in meinem Apartment gemacht? Ich weiß nicht. Er wollte alleine rein, aber es ging schnell. Er wirkte nicht zufrieden, als er ging. Verdammt. Malone versucht mir was anzuhängen. Wer weiß, was der Typ in meinem Apartment zu finden hoffte. Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Gut. Gut, warum funktioniert die Heizung nicht? Warum funktioniert die Heizung nicht? Probleme mit Kessel. Will einfach nicht anspringen. Haben Sie einen Installateur bestellt? Ach, Installateure sind gut für nichts, außer viel Geld zu verlangen. Kessel ist noch gut. Etwas einstellen und er wird sein wie neu. Bis er nächste Woche wieder kaputt geht. Wiedersehen, Slowanski. Das Vidania, Del Nero. Gut, es war anscheinend die Polizei in unserem Apartment. Gut, und wir wollten uns zum Schluffer hinlegen. Ein paar Stunden Schlaf sollten mich wieder auf die Beine bringen. Solange Emily in der Kabine schläft, schleiche ich mich an Deck, um eine zu rauchen. Wir werden bald Richtung Kanada aufbrechen und New York, Professor Zindler und diesen ganzen Schlamassel hinter uns lassen. Wir haben es geschafft. Wir sind sicher. Glaube ich. Aber der Lauf einer Knarre zwischen meinen Schulterblättern spricht eine andere Sprache. Es ist der Türke. Er hat uns gefunden. Mit der Geschicklichkeit eines Chirurgen legt er die Hand auf mein Holster und sichert erst die Waffe, bevor er sie mir abnimmt. Er presst die Pistole in meinen Rücken und fängt mit seinem widerlichen Akzent an, mit mir zu reden. Er redet über irgendwas, aber ich höre nicht zu. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie ich aus dieser Lage herauskomme. Aber mir fällt rein gar nichts ein. Wenn ich eine falsche Bewegung mache, wird mich der Türke voll Blei pumpen. Plötzlich lächelt Fortuna für mich. Eine große Welle erschüttert das Boot. Der Türke verliert sein Gleichgewicht. Ein Bruchteil einer Sekunde und ich bin über ihm. Aus seiner Pistole löst sich ein Schuss. Ich ignoriere ihn. Ich habe keine Zeit herauszufinden, was getroffen wurde. Ich nehme all meine Kraft zusammen und dränge Richtung Laderaum. Der Türke stürzt wie ein Sack Backsteine ein paar Fuß nach unten. Das sollte ihn für eine Weile aus dem Verkehr ziehen. Ich schnappe mir Emily und verlasse das Boot. Sie wissen, wo ich bin. Ich muss mich beeilen und fliehen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss einen Ort finden, wo ich Emily verstecken kann. Wenn der Türke mich finden konnte, werden die anderen auch nicht lange auf sich warten lassen. Gut, wir müssen die Emily verstecken. Und wir wissen sie eigentlich wo. Eine aufgelassene Schiffswerft. Ein guter Ort, um Emily zu verstecken. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Aber das ist teilweise vom Salz korrodiert.
Wenn ich einen entsprechenden Hebel finde, kann ich es sicher aufbrechen. Ich habe einen Teil von dem Schild abbekommen. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss Gut, und jetzt? Wenn ich dieses Stück Metall als Hebel benutze, sollte ich das Schloss aufbrechen können. Ein gezielter Hieb und das Schloss bricht, ohne weitere Schwierigkeiten zu machen. Ich versuche Emily dazu zu bewegen, die Werft zu betreten, aber sie hat Angst. Ich hänge einen der Dordts um ihren Hals und erzähle ihr, dass das ein Spiel ist. Ich zähle bis 30 und sie muss sich verstecken. Dann komme ich sie suchen. Ich werde ab und zu auf meinem Horn pfeifen und sie soll das auch tun, wenn sie es hört. Ich sage ihr, dass sie auf keinen Fall aus dem Versteck kommen soll, weil ich sie finden muss. Wenn sie es gut macht, gebe ich ihr ein Spielzeug. Emily geht Richtung Werft. Ich kann an ihren Augen ablesen, dass sie die Geschichte mit dem Spiel nicht glaubt. Die Kleine ist gewitzt. Meiner Lunge wird immer schlimmer. Ich kann kaum noch atmen. Mit letzter Kraft schleppe ich mich zum Eingang. Ich schaffe es bis zur Telefonzelle in der Nähe der Hafenmeisterei und rufe die Polizei an. Ihr Eingreifen wird nicht viel nützen. Aber wenigstens werden Wachen hier aufgestellt, damit dem Türken und seiner Bande die Hände gebunden sind. Dann rufe ich die letzte Person an, von der ich je angenommen hätte, dass sie mir helfen kann. Jack. Ich decke die Sprechmuschel mit einem Taschentuch ab, dass er mich nicht an der Stimme erkennt. Er würde sonst ganz sicher nicht herkommen. Das Telefon fängt an zu klingeln und jemand nimmt den Hörer ab. Jack ist am Apparat. Ich denke mir die erstbeste Lüge aus, die mir in den Sinn kommt, damit er herkommt. Mitten im Telefonat wird die Leitung unterbrochen. Sie haben den Strom und die Telefonleitungen gekappt. Ich habe getan, was ich konnte. Aber jetzt kann ich nur noch auf das Ende warten. Und das will ich ganz gewiss nicht hier tun. Wenn ich schon sterben muss, will ich das an einem halbwegs akzeptablen Ort tun, wo Wellen plätschern und Mondlicht durch die Regenwolken sickert. Ja, das ist eine gute Stelle für den Abschied. Verdammt, ich habe immer diese Träume. Wenn man das überhaupt Träume nennen kann. Sie sind so verdammt real. Der Hafen, das Mädchen, Sean und dann dieser Killer, der Türke. Das scheint alles zusammenzupassen. Wie kann das sein? Wie kann ein Traum so real sein? Wie kann ein Traum Dinge erklären, die ich gar nicht wissen kann? Vielleicht sollte ich aufhören, mir Fragen zu stellen und lieber aufstehen. Ich muss um die 2 Stunden geschlafen haben. Das sollte mir eigentlich reichen. Komm schon, Jack. Die Nacht ist noch jung und es gibt Leute da draußen, die dich am liebsten tot sehen würden. Und vielleicht ist einer der beiden derjenige, der sich letzte Nacht als Ballard ausgegeben hat. Ich sollte noch mal Slowensky befragen. Gut, dann fragen wir nochmal den Slowensky. Wenn er da ist. Natürlich nicht. Slowenskys Portierverschlag. Da ist eine Nachricht. Bin im 6. Stock einen kaputten Boiler reparieren. 6. Stock. Dann schauen wir mal auf. Slowensky ist doof. Das war mit Sicherheit eins der Kinder aus der 3. Das Einzige, was sie außer laut im Gang rumtollen machen, ist, Slowensky mit derlei Sachen auf die Nerven zu gehen. So, dann schauen wir. 6. Stock. Das Schild ist alles, was vom Aufzug übrig ist. Er wurde vor Jahren zugemauert, weil das Geld für die Instandhaltung fehlte. Schauen wir mal da hinten. Apartment 612. Es ist mitten in der Nacht. Nicht die allerbeste Zeit, Türen einzutreten. Hätte ja sein können. Aha, da haben wir doch. Slowensky arbeitet am Boiler.
Slowensky. Ich habe nicht Zeit, mich zu unterhalten, Del Niro. Ich arbeite an kaputtem Boiler. So, jetzt hat er keine Zeit. Apartment 607. Komisch. Ich habe, solange ich hier bin, noch nie jemanden gesehen, der in diesem Apartment wohnt. Ich habe Besseres zu tun. Wenn man bedenkt, wie oft die Heizkörper nicht funktionieren, muss man sie eher als Möbelstücke betrachten, denn als Teile der Heizung. Gut, jetzt werden wir erst einmal speichern, bevor es da weitergeht.